Aus der Region für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei der Lüt. Ein Sommer lang auf der Hütte oben, im Lauterbrunnental, am Mönch und im Puschlaf. SRF bei den Leuten taucht ein in den Alltag der Hüttenwärter und ist zu Gast in der Sauseo-Hütte im Val di Campo. Bei der Familie Heiss. Die Eltern, der Bruno und Ruth, die Töchter Nadia und Sandra. Und die beiden Grosskinder, die Vivian und Emina. Ein richtiger Familienbetrieb. Die jüngste der Familie, die Emina, hat heute den ersten Geburtstag. Ein Riesenfest mit Familien und Freunden. Zu Gast hier auf der Sulz-Lobhorn-Hütte noch Lauterbrunnen, bei der Lisa Nemenecker. Sie hat ihre grosse Liebe gefunden und sich entschieden, zusammen mit ihrem neuen Partner noch diesen Sommer eine neue Hütte zu übernehmen. Heute wartet sie auf 2 Hütten gleichzeitig. Das ist kein Schleck. Es ist jetzt wirklich das erste Mal, wenn ich überlege, ist es richtig, das, was ich mache. Zu Gast hier auf der Mönchsjoch-Hütte auf 3650 Meter. Der höchsten bewarteten Hütte der Schweiz. Dort oben arbeiten seit 8 Jahren Heidi König und der Krigl Almer. In dieser extremen Höhe ist es keine Seltenheit, dass es mitten im Sommer schneit. Heidi hat länger je mehr Mühe mit dem. Manchmal habe ich schon einfach die Nase voll, muss ich sagen. 3 Geschichten aus 3 Hütten. Das ist SRF bei den Leuten. Hüttengeschichten. Die Mönchsjoch-Hütte am Morgen um 2. Der Krigl Almer hat frühe Schicht. Das Ritual am Morgen ist immer gleich. Weil die Hütte keine Trinkwasserquelle hat, muss alles Wasser zuerst abgekocht werden. Die ersten Bergsteiger kommen um 3 zum Morgen. Der Krigl hat kein Problem mit dem frühen Aufstehen. Wenn das vorbei ist, gehe ich dann ins Bett. Dann das zweite Morgen macht Heidi und ich stehe also zwischen 7 und 8 stehe ich dann auf. Und dann geht es weiter. Bis am Abend, 10, 11, 12, je nachdem. Dann geht man noch schlafen. Die Küche ist im Krigl sein Revier. Als gelernter Koch und Metzger eigentlich fast logisch. Eingerichtet ist er für bis zu 120 Gäste. Aber so viel sind es heute nicht. Am 3 tauchen die ersten auf. Noch ziemlich verschlafen. Was hat es alles für Gott? Als Hüttenwart ist der Krigl nicht nur für das leibliche Wohl zuständig. Manchmal ist er auch der Wetterfrosch. Wenn das Wetter so nicht ganz gut ist, fragen sie das schon mal, wie es wird und so. Und meistens wissen sie ja selber auch nicht, wie es wird. Ich sage mal, sie sollen am Abend fragen, dann wissen sie. Heute ist die Wetterprognose gut. Darum steht man gerne früh auf. Das Ziel der meisten Alpinisten ist einer der 4000er in der Nähe. Der Mönch, die Jungfrau oder das grosse Fischerhorn. Die Belohnung für die Frühaufsteher. Ein Hammer-Sonnenaufgang. Die Bergsteiger sind unterwegs. Jetzt will der Krigl aber noch mehr Tagesgäste auf die Hütte locken. Touristen, die vom Jungfraujoch herkommen. Gut,
Zusammen mit seinen beiden Helfern stellt er einen riesen Fahnenmast mitten auf den Gletscherweg. Die Fahne sieht man bis zum Jungfraujoch runter und signalisiert, die Hütte ist offen, ihr könnt kommen. Tagesgäste ist etwa die Hälfte vom Umsatz, den man macht. Aber es ist schon wichtig, dass die Tagesgäste kommen vom Joch hinten. Und wenn es richtig, Hauptsaison, wenn es richtig geht, dann kommen bis 400 bis 600 am Tag, wenn es richtig läuft. Von der Terrasse aus sieht Heidi, die Lebenspartnerin von Kriegli, auf einen Blick, wie viele Leute im Anmarsch sind. Dementsprechend kann sie sich vorbereiten. Heute läuft es gut. Die Fahne zeigt offenbar eine Wirkung. Hallo zusammen. You have to order over there. Yes. Thanks a lot. Also wenn es läuft und wenn wirklich schön Wetter ist und viele Touristen sind und am Abend viele Bergsteiger, dann bin ich wirklich voller Energie, dann macht es Spass. Aber es gibt auch Tage, wo es einem verleidet, wirklich. Ja, also nicht, dass einem Gäste auf den Geist gehen, überhaupt nicht. Aber einfach, es ging hier auch sein. Und immer im Schnee, damit habe ich ein bisschen Mühe. Dass du nie einen Sommer hast, am Stück. 7 Monate sind Heidi und der Kriegel dort oben am Arbeiten. Eine lange Saison. Gerade auf der anderen Seite von Eigermönch und Jungfrau, auf der Lobhornhütte, stehen Peter und Lisa vor einer speziellen Saison. Sie sind noch nicht lange ein Paar und haben sich entschieden, von der Lobhornhütte wegzugehen. Zurück ins Wallis, wo sie herkommen, und dort eine neue Hütte zu übernehmen. Noch in dieser Saison. Gucker bläst auf alle Seiten. Ja. So, jetzt kannst du weiterziehen. Dass das geht mit 2 Hütten gleichzeitig, brauchen sie hier 2 gute Hüttengehilfinnen. Alles Gute. Heute kommen sie für den ersten Arbeitstag. Ich bin gespannt, wie es geht mit 2 Angestellten, die den ganzen Sommer werden da sind. Also nicht, was dann halt wieder Wechsel gibt während der Saison. Ja, da bin ich wirklich gespannt drauf. Ja. Und ja, am 19. Oktober wissen wir, wie es gegangen ist. Das ist schon so. Ja. Geil. Mhm. Ja, es wird sicher eher das Sommer mit reinfragen, aber das verstehe ich sicher auch. Bis am 19. Oktober läuft noch der Vertrag für Lobhornhütte. Dann gibt sie die Lisa ab. Aber das ist noch weit weg. Schau da. Sali, Isabel, herzlich willkommen. Hallo Isabel, recht herzlich willkommen. Danke vielmals. Freuen mich für die Zusammenarbeit. Danke. Ich lade dir gerade den Vortritt. Das ist jetzt daheim für die nächsten 4,5 Monate. Schön. Ist doch etwas. Isabel ist gelernte Köchin, hat aber noch nie auf einer Hütte geschafft. Jessica, hallo. Hallo, Lisa. Herzlich willkommen. Danke. Schön, bist du da. Für Jessica, die zweite Helferin, ist das auch alles Neuland. Isabel ist der Grund, warum du nicht in der Küche sein darfst im Sommer. Bin ich froh, bist du da. Oh, schau da, sie jetzt schon in die Küche. Ha? Da gehöre ich her. Das Werkzeug mit dabei. Genau. Ja, das ist gut, dann lasse ich dir gerade den Platz nehmen. So, nochmal ganz herzlich willkommen. Schön seid ihr 2 da. Ich bin so ein bisschen ein Abläufe-Junkie. Und das ist mir eigentlich auch wichtig, dass die Abläufe stimmen, weil wir jetzt sukzessive dort miteinander kennenlernen, aber dass die Abläufe stimmen, weil das weiss ich, das verhält euch, wenn es stressig ist. Es nervt mich und ich werde hässig, wenn es nicht so gemacht wird, wie ich es gerne will haben. Nur ein ganz kleines Beispiel.
Das ist der Abräumtisch. So wie der da ist, ist das richtig. Die einen kommen Tassen und die anderen Gläser. Ja, super, hast du schon gut gesehen. Das ist sehr gut. Was ich aber auch sagen will, wenn ich also wirklich stinksauer bin, dann könnt ihr euch vorstellen, ja, die Lisa hat gerade Gewitterstimmung, oder? Das ist im Sommer. Es blitzert, es donnert, es ist aber nachher vorbei. Es ist wirklich vorbei. Und das ist gehabt und das ist vergessen. Das ist mir wichtig. Wir erklären das Lavabo, Gaststation, erfrischend kaltes Wasser. Die Aufgabe von dir, Jessica, eines von diesen Aufgaben ist nachher das Nachbetten, das Aufräumen, das Putzen. Weil diese wer Köchin ist, kann Lisa das Kochen ganz abgeben. Das ist noch ein spezielles Gefühl. Wenn ich jetzt weiss, da vorne sitzt Isabel, die hier meine Arbeit wird übernehmen wird. Ich bin noch gespannt, ob ich abgeben kann. Da muss ich selber mich sehr wahrscheinlich ein bisschen an der Nase nehmen. Aber Isabel wird mir das schon sagen, wenn ihr zu viel kommt, in die Pfanne schauen. Ich kann es nämlich selber auch nicht gerne. Das schöne Wetter lockt die ersten Gäste auf die Hütte. Die beiden neuen Helferinnen sind 0,9 auf den Zack. Lisa hat sogar einmal Zeit für ein Schwätzchen. Etwas, wo sie bis jetzt kaum dazugekommen ist. Wir müssen gehen, schauen, was ist. Gelernt ist gelernt. Isabel kommt auch ohne Strom bestens zurecht. Nur mit Holz. Alles läuft wie am Schnürli. Und gleich wird Lisa ein bisschen nachdenklich. Jetzt hat das so gut geklappt mit diesen zwei, mit der Isabel in der Küche und Jessica, die schon fast gelangt, um ein Service zu machen. Und dann habe ich gerade einen kurzen Moment gemerkt, dass ich bin gerade ein bisschen heimatlos. Ich habe gerade nicht gewusst, wo mein Platz ist hier. Es ist ein schönes Gefühl. Es gibt mir Sicherheit, dass es wird klappen. Aber ich selber gehe jetzt einen Moment, wenn ich mich zurückziehe und lasse das mal auf mich wirken, weil das ist gerade etwas, was ich verschaffen muss jetzt gerade. Im Val di Campo, im Puschlaf, in der Sauseo-Hütte ist gerade nicht viel los. Das Wetter ist zu unsicher. Der Bruno hat darum Zeit für Arbeiten rund um die Hütte herum, die auch gemacht werden müssen. Zum Beispiel Holzspalten. Holzen ist für den Bruno klare Männersache. Vom Danilo an der Kettensäge ist er der Firmengötti und immer froh, wenn er helfen kommt. Was soll ich sagen? 4 Mädchen haben wir immer gedacht, es gibt einmal einen Sohn. Jetzt sind alles Mädchen, aber es ist flott. Jetzt haben wir einen Schwiegersohn gekommen, ein paar Freunde, der Danilo kommt helfen. Das geht auch. Ja, das wäre schon schön, sie haben Sohn. Wichtig ist, sie gesund und munter, sie arbeiten mit. Ja. In der Hütte drinnen ist jemand besonders wichtig. Emina, die Kleine von Sandra und dem Remo. Nonna, gibt's den Kuchen? Okay, Sie hat ihren ersten Geburtstag. Bevor die Party losgeht, gehen sie noch ein bisschen an die frische Luft. Sandra, die als Angestellte auf der Hütte arbeitet, zeigt ihren Kindern gerne die Umgebung. Sie ist selber mit ihren 3 Schwestern hier aufgewachsen. Geburtstag haben als Hüttenkind ist je nach Saison ein bisschen schwierig. Heute am Geburtstag von Emina ist gerade gut, dass es nicht so schönes Wetter ist. Dann haben die Eltern Zeit. Ja, ich hatte im Winter Geburtstag.
im Januar, dann sind wir immer daheim gewesen. Dann haben wir richtig schön Zeit zum Festen. Mami hat Kuchen gepackt und habe ein paar Kollegen einladen. Haben wir ein schönes Fest gemacht. Alle zusammen. Jetzt ist es ein bisschen anders. Wir haben nicht so viel Zeit, dann würden wir gerne, dass alle dabei sind. Aber dann hat es viel zu tun in der Hütte und können vielleicht die Eltern nicht mitmachen. Oder ja, ist immer ein bisschen so ein Stress. Denn jetzt da für Emina, das ist sein Geburtstagskuchen. Das gibt einen kleinen Fisch. Und Nicole ist mir behilflich. Sie ist Gotte von der Emina. Und eigentlich ist das ihr Rezept. Die Nicole ist die jüngste Tochter von Zeissen und ist extra für das Fest aufgekommen. Und so wie sie, auch noch viele andere. Parla Emina. Oh, che bello. Meistens bei solchen Anlässen steht Nadia, die Älteste in der Küche. Jemand muss auch ein bisschen von den Gästen schauen. Aber ich komme schon noch dazu. Sie haben mir schon ein Stück Kuchen vorbereitet. Und dann gehe ich ein bisschen raus, komme wieder ein kleiner. Ich bin meistens die ein bisschen schaut, wenn etwas los ist. Ja. Emina merkt, glaube ich, irgendwie schon, dass der Trubel wegen ihr ist. Auf der Mönchsjoch-Hütte ist tiefster Winter. Und das im Sommer. Wenn es richtig stürmt hier ist es manchmal nicht ganz lustig mehr. Da kann man fast nicht vor der Hütte fortlaufen. Das ist manchmal schon brutal wieder so. Aber jetzt, das hat man ja gewusst, weil darum müssen wir ja hier haben. Ja, manchmal fängt es noch, wenn es einen so richtig der Schnee am Grind umtreibt. Das habe ich noch gerne, das ist noch brav. Dass es auf über 3600 Meter im Sommer immer wieder einmal schneien kann, ist nicht außergewöhnlich, aber gewöhnungsbedürftig. Der Vorteil ist vielleicht, dass die Zeit in den Schnee zum Schmelzen gerade vor dem Küchenfenster holen kann. Aber das ist dann schon gerade alles. Manchmal habe ich schon einfach die Nase voll, muss ich sagen. Vom Berg, vom ewigen Schnee, vom Rausgehen auf das WC. Kannst nie ohne Socken auf das WC, ohne Schuhe. So kleine Sachen, die einem irgendwie belasten mit der Zeit. Übernachtungsgäste hat es keine. Bei diesem Wetter geht ja niemand auf den Berg durch. Darum kann Zeidi am Morgen den Speissaal für etwas ganz anderes brauchen. Als Zirkusarena für den Finn, ihren Hund. Der Finn ist eigentlich ein Weibli, aber trotzdem der Finn. Super. Und hopp. Und hopp. Slalom. 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 Und hopp. Nein, komm hier, Finny. Komm hier. Hopp. Und eins, hopp. Und Tunnel. Tunnel. Ganz gut, das gemacht. Super. Gut. Und eins, Tunnel. Und hopp. Gut, das gemacht. Ganz gut. Super, und jetzt sind wir fertig. Gehen wir arbeiten. Gut. Da habe ich einfach von klein auf schon mit ihm trainiert, also kleine Sachen. Nicht alles miteinander natürlich. Zuerst auf einen Stuhl kumpen und das mache ich auch im Wald zum Beispiel, wenn ich mit ihm laufe. Ich jage auf jeden Baumstamm irgendwo, wo ein Baumstamm ist. Jage ich dort drauf, oder sie braucht das halt. Sie ist ein Powerhund. Und darum muss ich auch hier schauen, dass sie halt nicht zu kurz kommt, wenn wir am Arbeiten sind. Wenn keine Gäste da sind, haben Heidi und ihre Hüttenkilfin Esther Zeit zum Bettwäsche wechseln. In der Mönchsjoch-Hütte hat es wie Fängs in vielen Hütten ein Duvet. Also nicht mehr nur die kratzigen Wolldecken. Und dann musst du die Decken hergehen, für das Heidi Heidi macht Bettwäsche bei sich daheim in Grindelwald.
Die Arbeit macht sie gerne, weil so kommt sie mal weg von da oben und kann aber ins Tal, in den Sommer, in die Wärme und zu ihren Grosskindern. Eiger, Mönch und Jungfrau, von der Sulzlobarnhütten aus gesehen. Da denen im Lauterbrunnental ist das schönste Wanderwetter. Man rechnet mit vielen Gästen. Solange die Walliser Hütte noch zu ist, schafft der Peter hier, zusammen mit den beiden Hüttengehilfinnen. Lisa selber ist 2 Tage weg mit ihrer Saxophongruppe zu Luzern. Ja, die Lisa hat uns wirklich die ganze Woche super vorbereitet und hat uns jeden Schritt langsam und mehrmals haben wir das jetzt durchspielen diese Woche, weil wir halt noch nicht extrem viel zu tun hatten. Aber ich glaube, es war sehr positiv für uns, dass wir jetzt für heute voll parat sind und wissen, um was es geht. Ich bin eigentlich froh, dass es losgeht, weil ich bin ein bisschen kribbelig, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen das Herz klopfen. Aber ich freue mich darauf und es wird irgendwie dann schon gut kommen. Jessica erledigt vor allem die Arbeiten in der Hütte und um die Hütte herum. Der Peter, der Schreiner von Beruf ist, kommt immer mehr in die Rolle des Hüttenwart. Ihn bringt nichts so schnell aus der Ruhe. Ich bin froh, überzeugend die Angestellten, ich muss sagen. Die haben am Morgen sofort am Morgen die Augen gepackt. Und was mir wichtig ist, ist, dass Lisa die 2 Tage jetzt genießt. Weil es wahrscheinlich recht streng wird heute mit vielen Gästen, hat Lisa vorsorglich noch mehr Helfer aufgeboten. Der Beat, ihren Ex-Mann, und Claudia, eine von ihren beiden Töchtern. Hallo! Ja, hallo. Hallo. Zusammen. Isabel, Claudia. Trotz der Training kommen alle gut zusammen aus. Auch der Peter und der Beat, der neue und der alte Partner von Lisa, haben es gut miteinander. Streng? Nein. Ja. Noch nicht. Für die gelernte Köchin Isabel ist auch selber Brotbacken kein Problem. Draussen auf der Terrasse haben die Wanderer Durst und Hunger. Für den Peter ist das gerade ein bisschen Training. Für den, wenn sie im Wallis die neuen Hütten übernehmen. Das kommt ja auch noch diesen Sommer. Und Jessica besteht ihre Feuertaufe. Ja, jetzt langsam fängt es an zu laufen. Das ist gut so, wenn sich das ja so fühlt. Ich kann nicht schauen, wie ich es im Griff habe. Aber bis jetzt geht's. Ja. Der Beat, der Ex-Mann von Lisa, kennt die Hütte gut. Sie haben zusammen vor 5 Jahren dort oben angefangen. Auch als die Beziehung auseinander ist er immer wieder gekommen, helfen. Wie auch ihre Tochter Claudia. Ich bin sehr gerne hier oben. Und, es ist zwar einerseits schon streng, aber andererseits ist es wirklich auch eine schöne Abwechslung. Zur gleichen Zeit am Luzerner See Pecki. Lisa macht sich bereit für das Frühschuppenkonzert. Die Hütte ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe gelernt, dass ich für mich selber etwas haben muss, wenn ich mich aufbauen kann, was mir etwas gibt. Und ich habe auch gelernt, durch das Saxophonspielen Prioritäten zu setzen, zu mir selber zu schauen. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich das mache, dass es trotzdem funktioniert. Und dann, wieso soll ich das nicht machen, wenn es ja geht? Es braucht mich nicht überall. Und jetzt bin ich hier. Saxophon spielen hat Lisa erst als Erwachsene angefangen. Ein Konzert ist für sie grossartig. Es ist schön, heute hier zu Luzern zu sein, bei diesem herrlichen Wetter ein Konzert zu geben am Pavillon. Aber es wäre noch schöner für mich, wenn der Peter da sein könnte, weil ich weiss, wie gerne er hat, dass ich Musik mache. Und ich schätze das auch, wenn er mich unterstützen tut. Hallo zusammen. Wir brauchen, glaube ich, noch kurz. Ja.
Ja. Die Gefahr vom Hüttenwartjob ist, dass man in der Hauptsaison kaum Zeit hat für sich selber und schon gar nicht für Hobbys. Zweimal Wurst-Käsesalat bitte, Tisch 5. Lisa und der Peter haben aber einen guten Mittelweg gefunden. Und auch gute Helferinnen und Helfer. Es hat mich schon ein bisschen gebraucht. Es ist halt alles neu. Auch. Aber es war jetzt ein guter Einstieg. Und ja, jetzt haben wir etwa alles einmal durchgemacht. Und das ist gut. Im Puschlaf hängen die Wolken immer noch tief. Ein Sommer zum Vergessen. Nein. Jetzt schau dir. Die Ruth und der Bruno Heiss sitzen in ihrem Stöckli neben der Hütte und schwelgen in Erinnerungen. Jetzt ist ja wieder Mode so gross. Ja. Siehst du, kommt alles wieder zurück. 89. Der Schnauz, den du hast, du, mein Gott. Je, und die, da schau dir. Jesus, die Frise, die ich hier hatte. Mami, Nadia und Sandra. Ja. Yes. Schön. Super, hey. Machst du mir auch einen Kaffee nachher? 35 Jahre hier auf der Hütte. Sommer und Winter. Mit immer noch einer kurzen Zwischensaison. Das ist nicht immer pazifik, wie man im Bündnerland sagt. Du musst ehrlich sein, Ruth, sag's noch. Ja, ich bin auch ehrlich. Bei dir bin ich auch stinkt. Also, stinkt's mir richtig. Ich würde schon noch gerne, ja, etwas anderes machen. Ein bisschen wieder heiß sein. Ja, aber jetzt haben wir dann pro Woche 2 Tage frei. Das ist ja gehört, ja, das ist ja jetzt, wenn dann das eingehalten wird, das kommt dann noch aus. Ob wir das können einbehalten, das ist eine Frage. Schon. Ja, ich sowieso. Ja, du schon, ja. Nein, die heute bin jetzt 35 Jahre angefangen und habe immer noch Lust eigentlich zum vielleicht nicht mehr die Kräfte von früher, weil du bist noch auf den Bergen im Tee am Morgen, früh weg mit den Leuten, bist zurückgekommen, bist noch gepostet, hast noch alles gemacht. Das haben wir ein bisschen abgebaut, aber gerade aufhören, ja, das würde mir schon schwer fallen, bin ich überzeugt, weil es ist nicht wegen der Hütte, das ist kein Problem, aber also sitzen, nein. Aufhören, nein. Irgendwann wird die Übergabe an die Töchter schon ein Thema. Aber noch nicht heute. Weil heute braucht es alle. Sandra, Nadia und die Eltern. Eine grosse Wandergruppe ist gekommen. Die Hütte ist fast bis auf den letzten Platz besetzt. Aber genau dann streikt die Abwaschmaschine. Der Bruno merkt sofort, was los ist und steigt ins Auto. Ja, ich muss auf die Turbine. Plötzlich ist es zusammengefallen. Das ist eine halbe Leiste. Wir können nicht abwaschen, können keine Mikrowelle. Ich muss unbedingt schauen. Es ist wahrscheinlich 1, 2 Filter zu. Und dann muss ich unbedingt einzahlen. Dann können unten wieder tiptop arbeiten. Die Sauseerhütte hat ein eigenes kleines Wasserkraftwerk. Eine Turbine, die den Strom liefert. Der starke Regen hat sie total verstopft. Ein paar Handgriffe und das Wasser läuft wieder. Da merkt man schon die langjährige Erfahrung von Bruno. Hier in der Hütte haben die Gäste kaum etwas gemerkt von dieser kleinen Panne. Ganz voller Sand, ganz super. Ein Filter ist noch frei und das andere ist alles weg. Die Kochmannschaft ist auf jeden Fall froh, dass sie nicht alles von Hand abwaschen müssen. Arrivo, partenza. No, partenza, arrivo. Nach der Nacht macht Nadia Feierabend. Sie geht heim auf Poschiavo. Das ist von da nur etwa eine halbe Stunde. Hier gibt es ein grosses Volksfest, das sie nicht verpassen will.
Zurück auf die Mönchsjochhütte. Endlich schönes Wetter. Heidi muss heim nach Grindelwald waschen. Der Nick, ihr Helfer, begleitet sie. Er kommt schon viele Jahre am Heidi und dem Kriegel in seiner Freizeit helfen. Vini, komm. Komm, Vini. Hopp. Gut. Super. Tschüss. Ja, tschüss. Heidi ist froh, dass sie ab und zu weg kann. Ja, fein, jetzt gehen wir heim. Aber ins Tal, im Sommer, zu den Grosskindern. Am liebsten würde sie amigs gerade unten bleiben. Aber da hat der Kriegel keine Freude. Ja, für mich ist schon ein Problem, wenn die Heidi nicht mehr kommt. Weil so eine muss man gerade finden, der das alles mitmacht hier Woche. Und wir die nicht tiptop ablesen. Sie macht vorne mit den Gästen, mit einchecken und alles. Und ich mache einfach die Küche und Stellerei alles zusammen. Wir haben das tiptop teilt so. Und eben die gerade zu ersetzen, das ist eigentlich noch schwierig. Eine halbe Stunde später sind Heidi und der Nick auf dem Jungfraujoch und verladen ihre Sachen in den Zug. Komm, Vini. Oh, wir fahren. Schau. Vini, bist du da? Hm? Warte, schön warten. Schön warten. Je weiter runter sie kommen, umso sommerlicher wird es. Oh, schau, Nick. Einen Vogel habe ich jetzt auch gerade gesehen. Seit langem wieder einmal eine grüne Wiese. Jetzt ist das Gras ist gewachsen, ganz fest, das sieht man richtig gut. Die Tannen haben gewachsen, weißt du, vorne. Es ist schön, wunderbar. Ich freue mich. Weißt du, ich vergesse die Bilder, ich brauche die Bilder für nach oben, sie um mich vorzunehmen. Nächster Halt, Alpiglen. Halt auf Verlangen. Finde ich. Nächster Stopp, Alpiglen. Heidi ist dort in Grindelwald aufgewachsen, auf einem Bauernhof. Klar, dass sie in jedem Ecke jemanden kennt. Schau, das Gras ist so groß. Hallo! Wohnen Heidi und der Kriegel hier in dem umgebauten Bauernhaus. Die Hüttenwäsche macht sie noch gerne. Bei 120 Betten gibt es schon ziemlich zu tun. Heidi liebt ihre Blumen und Pflanzen. All das, was sie auf der Hütte oben eben nicht hat. Und auch der Finn hat Freude, im Tal unten zu sein. Fußball, bringen wir's? Gut. Du bist eine Gute. Links? Noch eins. Dann gehen wir zu Stefan. Und weiter geht's zu ihrer Tochter Stefanie zum Mittag. Heidi hat 2 erwachsene Kinder aus erster Ehe und ist schon zweifache Großmutter. Also Großmutter sein ist jetzt wirklich der schönste Job, den ich jemals in meinem Leben hatte. Ich kenne also Frauen, die bekommen fast eine Krise, wenn die Kinder schwanger sind. Und dann muss ich sagen, weißt, freu dich einfach. Es ist so schön. Wir haben natürlich auch ganz eine gute Beziehung, Steffi und ich. Hallo Lina, hallo. Und dann ist es einfach wie ein zweites Mal Kind haben fast. Aber kannst du ein bisschen anders, kannst sie ein bisschen gewinnen, kaufst nicht vielleicht mehr, hast nicht die Verantwortung. Ja, so. Bist du Mutti? Genau das sind die Momente, die Heidi so fest vermisst. Oh ja. Das Sitzli, hä? Das Triebtrap. Das Essmänti müssen wir noch haben, oder nicht, Mutti? Ja. So gut. Anbinden das Mädchen. Und Tanja braucht gar kein Essmänti mehr. Mutti, kann ich kein Essmänti?
Ein Abschluss. Nicht zwei Hilfen. So. Aber da oben auf der Hütte wird die Heidi eben auch gebraucht. Es ist ein Krux. Hier in Poschiavo ist Nadia daheim, wenn sie nicht auf der Hütte ist. Heimkommen in die eigenen vier Wände ist für sie immer etwas Schönes. Am meisten freut sie sich auf immer eine Dusche. Ich gehe mich gut duschen, weil ich habe so das Gefühl, ich stinke von Pommes frites und von Risotto. Und dann gehe ich zuerst duschen und dann mache ich dann gemütlich ein bisschen meine Sachen. Das ist meistens mein Erstes, was ich mache. Für Nadia ist es wichtig, dass sie den Kontakt zu ihren Leuten im Dorf nicht verliert. Seit einem Jahr ist sie Single, aber im Moment ist das ganz okay für sie. Klar, ich würde auch mal gerne eine Familie haben. Das wäre schon ein Wunsch, den ich habe. Aber man weiß nie. Also, vielleicht kommt einmal eine und sonst bin ich halt oben, glaube ich. Oder vielleicht bin ich mal in Zürich, wer weiß, wo ich bin. Im Moment bin ich oben und dann sehen wir mal, was passiert. Ich tue eben nicht so groß planen. Am Lago di Poschiavo ist heute ein grosses Fest. Stra Mangiada. Das ist ein kulinarischer Spaziergang um den Puschlaversee mit einheimischen Spezialitäten und viel Musik. Seit 9 Jahren gibt es das Fest. Nadia hilft seit Anfang an im OK mit. Ja, heute habe ich eigentlich frei, aber bin gleich am Arbeiten. Aber es macht mir Spaß. Sehr Spaß. Und ich bin mit meinen Kolleginnen. Meine Freundschaften muss ich auch noch behalten neben meinem Job, weil dort oben kommst du nie dazu. Auch, das muss man auch ein bisschen mitbehalten. Weil dort oben ist man schon immer mit den Leuten, aber es ist anders. Nicht nur im Tal wird gefestet. Auch in der Sauseo-Hütte haben sie es gemütlich. Auch ohne speziellen Anlass wissen die Buschlafer, wie sie Feste feiern können. Am nächsten Tag ist Viviane, die 4-jährige Tochter von Sandra, schon früh auf. Sie sammeln zusammen mit den Nachbarskindern wilden Thymian. Gerade hinter der Hütte wächst viel von dem. Die Gäste sind schon alle unterwegs auf ihren Touren. Jetzt haben Remo und Sandra Zeit für die Kinder. Sie machen zusammen einen Thymian-Sirup. Vacca da una giacca ti Vivian. Patrick ist mega fred. Also ich nehme mich schon ein bisschen Zeit. Ich schaue schon, dass sie zum Teil so 2 Tage frei haben. Dann organisieren wir gerade mit den Remo. Organisieren. Wir gehen ein bisschen wandern, auf einer Hütte übernachten. Dann ist richtig 2 Tage nur für Kinder. Du musst nicht putzen, musst nicht klettern, musst nicht machen. Nur mit der Familie. Remo. Es braucht ja nicht viel und die Kinder sind happy. Ich sage mit un John Pita Limon. Aspetta un attimo, Vivian, con il limone. No? Eccoci. Attenzione, scotta! C'è l'acqua. So. Attenzione, via. Attenzione, chi fa giù? Ecco. Giù con la pallota. Wow. Guardiamo un po' l'occhio è buono. Parla di mano. Che brai, eh? Ecco. Tito. Lisa und der Peter sind aus dem Berner Oberland ins Wallis gefahren, nach St. Niklaus bei Zermatt.
Jetzt geht ihre neue Hütte auf, die sie übernehmen. Kinnhütte. Lisa ist hier aufgewachsen. Vor ihrem Elternhaus haben sie das Materiallager für den Helitransport. Ja, aber das braucht es jetzt noch nicht. Das sind etwa was? Das sind sicher 15 Kilo Konfitüre und der. Der Grund, warum Lisa wieder zurückkommt ins Wallis, ist ganz klar der Peter, ihre grosse Liebe. Er hat aber noch weniger Erfahrung als Hüttenwart. Lisa schon. Das kann manchmal problematisch sein. Ja, einfach so zu organisieren von der Saison auf der Kiehütte, ohne dass ich mich zu fest einmische. Das, was eigentlich der Peter hätte machen sollen. Aber es hätte gleich zwischendrin haben wir es dann miteinander halt ein bisschen erarbeiten. Es sind längere Gespräche, es sind kürzere Gespräche. Es sind liebere Gespräche, es sind ein bisschen weniger. Aber das Resultat sehen wir jetzt eigentlich hier. Wir haben es geschafft, miteinander zu kaufen. Jetzt müssen wir das einpacken. Jetzt tust du gleich nicht im Fässer. Du tust es so. Ja. Aber wenn du es nicht weißt, es hat ja genug, weil du es nicht in der Zwischenschlacht. Die vorschlägt, die nehmen wir. Die nehmen wir, die nehmen die. Ich freue mich, morgen Abend einmal den Brief zu gehen. Ich gehe richtig mit Freude und mit Liebe und Seele gehe ich morgen den Brief. Das ist wirklich, ich freue mich riesig. Der Wanderweg auf die Kinnhütte geht von Randen aus etwa 3,5 Stunden rauf. Bis auf etwas über 2500 Meter. Wie eine kleine Karawane sind Lisa und der Peter mit einer Tochter von Peter und einem Helfer beim Aufstieg. Der Saisonanfang auf der Kiehütte fordert Peter und mich gerade ein bisschen in der Organisation, im Ablauf. Und so die letzten Tage hat es schon ein bisschen härtere Diskussionen gegeben, als das wir normalerweise miteinander haben. Es ist jetzt wirklich das erste Mal, wenn ich überlege, ist es richtig, das, was ich mache. Das ist die Saison mit 2 Hütten, mit der Herausforderung, mit der Organisation, mit dem Zusammenarbeiten mit dem Peter. Also nicht, dass es negativ ist, aber einfach, weil es eine grosse Herausforderung ist, das euch auf die Reihe zu bringen. Ja. Und jetzt haben wir den Weg aber geschafft, jetzt sind wir hier. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir starten können und das, was wir uns vorher genommen haben, umsetzen können. Es ist zu hoffen, dass sie sich nicht zu viel vorgenommen haben. In der nächsten Folge geht es dann los auf der Kinnhütte. Die neue Existenz von Lisa und Peter. Gleichzeitig muss Lisa aber auch Abschied nehmen vom Berner Oberland. Dieses Jahr ist so speziell, kommt man immer wieder zu. Vielleicht sehe ich die gar nie mehr, oder? Das schlechte Wetter auf der Mönchsjochhütte ist mit dem Grund, dass sich Heidi definitiv nicht mehr wohlfühlt. Ja. Aber offen darüber reden ist nicht einfach. Ich muss jetzt einfach eine Entscheidung treffen, weil es einfach so nicht mehr weitergehen kann. Im Puschlaf bei der Sauseo-Hütte hört es nicht mehr auf Schiffen. Mit der Zeit schlägt es auf die Stimmung. Aber der Bruno hat für alles eine gute Lösung. Heute, wenn ich so raus schaue, der kein Wetter. Glaub mir, schliessen. Ein paar Ärger auf und gehen das Chiaro. Das und noch viel mehr. Das nächste Mal bei SRF bei den Leuten. Heute Geschichten. Sie sahen SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region. Das Migro-Label für regionale Produkte.